Es geht eigentlich um enger werdende Räume. Also das heißt, wir schauen auf die Stadt und in dem Fall hier nehmen wir als Symbol den Platz hier am Brunnen, direkt, also den Theaterplatz, und fragen uns, wenn der frei wäre, wer hat da einen Anspruch drauf? Also diesen Slogan, wem gehört die Stadt, den probieren wir ernst zu nehmen. Das heißt, ja, wem gehört das eigentlich? Also wer darf da partizipieren? Und ich glaube, das ist auch eines der zentralen Themen gerade, dass Politik versucht, den Bürger stärker partizipieren zu lassen, weil sie gelernt hat oder ja schmerzlich auch feststellen musste, dass sie sonst an ihm vorbei, man sagt ja, regiert. Also das, glaube ich, ist aufgetaucht in Themen wie Stuttgart 21 oder auch dem in Hamburg der Elbphilharmonie, die jetzt fertig wird, aber eben auch das Zehnfache kostet, wo man vielleicht ein bisschen spät mal gefragt hat, was brauchen Sie eigentlich in der Stadt? Diese Fragen stellen wir hier auch in dem Stück. Und dann fragen wir uns eben, was ist unser Part? Sind wir, als die wir vielleicht kritisch sind, genauso Leute die Stadt mit aufwerten, zur Marke machen? Das kenne ich halt ganz gut als jemand, der auf St. Pauli wohnt. Also St. Pauli in Hamburg gilt als rauer Stadtteil, gleichzeitig aber auch als ein Big Event, wo auch Geld mit eben mit dieser Rauheit gemacht wird. Also die Marke St. Pauli ist mittlerweile auch ein teurer Merchandise-Artikel. Siehe der Totenkopf vom Club. Und man hat da jedes Wochenende irgendein Riesenevent. Und damit spielen wir hier, so schnell es eben geht.